Jetzt gibt es einfach teilweise so ein bisschen Tendenzen, dass die auf Hochdeutsch machen, aber das ist schon mal für eine andere Episode irgendwann, dass ich das mal in 3-4 Stunden auseinandernehmen kann, weil es wäre nicht fair dem Thema gegenüber, dass wir das jetzt da schnell abhandeln tun, so. Aber was ich so für Tendenzen sehe, ist die Leute, die auf Hochdeutsch switchen, es heisst gar nicht, dass du dort nachher konkurrenzfähig könntest sein in Deutschland. Ohne dass du Hilfe brauchst mit irgendwie Songwriters oder mega die krassen Produzenten oder whatever, weil ich vergleiche nachher nicht, Achtung, die Leute unterscheiden eben, teilweise machen die falschen Unterschied, habe ich das Gefühl, oder die falschen Sachen zusammen vergleichen. Ich würde vergleichen, wenn du morgen anfangen würdest Hochdeutsch machen und du schreibst alles selber, oder? Auf Hochdeutsch, alles 100%ig selber, weil das ist vielleicht einfach dein Anspruch, du willst alles selber schreiben und du hast einfach Beatmakers, andere externe Beatmakers, die dir Beats geben. Dann kann ich dich vergleichen mit jemand anderem in Deutschland, der in deinem Alter ist, der auf deinem Level ist, vom Artist-Profil, vom Streaming-Profil und wo auch keine Songwriter haben, wo auch alles selber schreibt. Achtung! Weil man darf eben nicht anfangen, jetzt Leute zu vergleichen, die teilweise, keine Ahnung, es geht nicht um die Schweizer, die das machen, oder die Deutschen, die das machen. Aber wenn jetzt zum Beispiel ein deutscher Künstler oder Künstlerin, einer, der in Deutschland geboren ist, dort aufgewachsen ist und deutsche Musik macht, wenn der jetzt ein Team hat von 3 Songwriters oder Texter, wo dieser Person hilft, so, was auch nicht verwerflich ist, es geht mir jetzt nicht darum zu sagen, Ghostwriting und so, oder Songwriting, nicht Ghostwriting. Ghostwriting ist der falsche Begriff. Aber es geht mir nicht darum zu sagen, Texte für andere, das ist schlecht oder so. Aber ich würde damit sagen, so wie ich denke, so wie ich mein Musikmarketing-Kopf, wie mein Kopf funktioniert ist, ich würde nachher die vergleichen, die ein Songwriting-Team haben, mit diesen Leuten, sagen wir jetzt irgendein Schweizer, der auch auf Hochdeutsch machen will, wo ich kann nachher nicht mit dem Schweizer oder mit dieser Schweizerin vergleichen, die alles selber textet. Weil das sind Birnen und Äpfel vergleichen. Versteht ihr ein bisschen, was ich meine? Darum, ich schaue mir die an, die auf Hochdeutsch jetzt machen, aus der Schweiz, schaue ich mir an, okay, machst du das, was sind dort für Teams im Hintergrund? Wie viele Leute braucht es überhaupt, um das Produkt zu erschaffen? Also weißt du, der Song, so, ich sage es jetzt ein bisschen trocken, das Produkt, aber der Song einfach, würde ich sagen, nicht einmal aus einem Business-Sinn, aber hat es dort noch irgendein Songwriting-Team im Hintergrund, ein riesen Produzententeam im Hintergrund. Wenn das zum Beispiel der Fall ist, dann kann ich diese Leute vergleichen mit Leuten aus im gleichen Alter, aus der gleichen Generation in Deutschland, die genau die gleichen Voraussetzungen haben oder möglichst genau die gleichen Voraussetzungen. Weil, wenn man nachher in diesen Diskussionen plötzlich erfahren würde, dass du als Schweizer oder Schweizerin auf Hochdeutsch oder auf Englisch, so es geht mit beidem, wenn du jetzt international Erfolg willst haben, wenn man jetzt würde herausfinden, dass Endgame so aussieht, dass es notwendig ist, zwingend notwendig, dass du Songwriter brauchst aus dem Land, wo du willst versuchen dich zu etablieren, genauso wie mit Spanisch. Wenn du vielleicht spanische Songwriter brauchst, die halt in diesen Ländern sind, irgendwo in Lateinamerika, wenn das nachher das Endgame ist, dann ist es ein Ungleichgewicht da, weil dann kann man nicht wirklich davon sprechen, dass du konkurrenzfähig bist, dass du wahrhaftig konkurrenzfähig bist. Du bist dann in dem Fall nur konkurrenzfähig, wenn du andere Songwriter bei dir hast oder halt Leute lokal, die halt die Sprache und die Rhetorik dort besser beherrschen als du. Und eben, es geht jetzt nicht darum, dass das ein Vorwurf ist oder dass man es nicht so machen soll. In anderen Ländern gibt es gewisse Künstler auch, die riesige Songwriting-Teams haben und es beklagt sich auch niemand. Es geht jetzt auch nicht darum, zu sagen, das eine ist besser als das andere. Aber ich gehe nicht der Schweizer oder die Schweizerin, wo vielleicht einen Texter hat, oder einen deutschen Texter oder einen englischen Texter, der ihnen hilft, kann ich nicht vergleichen mit jemandem, mit einem Künstler oder Künstlerin in dem anderen Land, wo gleiches Alter hat, aber nicht die Texter hat, weil sie einfach selber auf die Texte kommen, weil sie halt dort aufgewachsen sind, die Sprache besser beherrschen, was auch immer. Verstehen ihr ein bisschen, was ich meine? Darum ist das ein bisschen tricky zu beantworten, sage ich mal.
es kann nicht schaden, dass du multilingual bist, dass du halt mehrere Sprachen könntest beherrschen in deinem Musikschaffen. Das ist, wenn du natürlich so ein Endgame irgendwann beherrschen kannst und es wirkt natürlich und es ist auch für dich persönlich natürlich, dann ist umso besser, more power to you, dann mach das so.